Es ist ein besonderer Moment. Nach 48 Jahren trifft Topmanager Thomas Sattelberger seinen alten Freund Joschka Fischer wieder. Der Anlass? Sattelbergers neue Biografie »Ich halte nicht die Klappe«. Fischer und Sattelberger kennen sich aus Jugendzeiten, waren 1967 in Stuttgart als Straßenkämpfer aktiv. Fischer war Leiter der unabhängigen Schülergemeinschaft, Sattelberger sein Mitstreiter. Als der spätere Außenminister und Vizekanzler 68 nach Frankfurt weiterzog, übernahm Sattelberger die Leitung. Für Fischer ein logischer Schritt. Dass du zum Chef getaugt hast, war mir recht früh klar. Sonst hätte ich dir nicht die Hand aufgelegt und gesagt, du machst das jetzt. Beide 68er haben Top-Karriere gemacht. Fischer in der Politik, Sattelberger in der Wirtschaft. In seinem Buch blickt der ehemalige Topmanager Sattelberger auf ein Leben in vielen Chefetagen zurück. Für Fischer blieb Sattelberger aber immer ein Rebell. Was mich erstaunt hat, ist doch, wie sehr deine Ausgangsposition damals als aufmüpfiger, radikaler Schüler immer wieder in deinem späteren Lebensweg durchscheint. Es war keine vertane Zeit, es war auch nicht nur verrückt, irrsinnig oder sonst etwas, sondern es war ganz offensichtlich prägend für den Charakter, für den Menschen in seiner späteren Berufslaufbahn. Für Sattelberger habe immer der Mensch im Mittelpunkt gestanden, der ein ganzes Unternehmen prägen und voranbringen kann. Doch durchgesetzt habe sich dieser Gedanke laut Fischer nicht. Gestatte mir hier ein ganz offenes Wort. Ich meine, dass das die Vergangenheit reflektiert, dass sich letztendlich der Shareholder Value durchgesetzt hat. Nicht, dass ich das gut finde, aber ich glaube, Jack Welch, der frühere Vorstandsvorsitzende von GE, hat sich letztendlich durchgesetzt und nicht die humanere, mehr am Menschen orientierte, auf Bildung hinzielende Managementphilosophie, was ich sehr bedauere, aber es ist ein Fakt. Sattelberger, der in DAX-Konzernen wie Daimler, Lufthansa oder Telekom Karriere machte, ist auch selbstkritisch. Nicht immer hat er sich im Einklang mit seinen Idealen befunden. Manchmal habe ich gesagt, ich bin eine Charaktersau. Und zwar immer dann, wenn ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin jetzt voll auf der abschüssigen Bahn und kann kaum noch aufhalten. Irgendwo hat es immer wieder hingehauen, dass ich eine Bremse reingehauen habe oder dass ich, wie bei Schrempp damals bei Daimler, gesagt habe, ich kündige Ihnen. Dennoch gehen viele Heldentaten auf Sattelbergers Konto. Er gilt als Macher auf dem Gebiet der Chancengleichheit. Er führte als erster die Frauenquote bei einem DAX-Konzern ein. Ein Thema, das ihn auch in Zukunft nicht loslassen wird. So hat Sattelberger auch im Ruhestand nicht vor, die Klappe zu halten und schließt auch einen zweiten Band in 15 Jahren nicht aus. Der Titel steht schon fest, ich halte immer noch nicht die Klappe. Genau, ja.